tyrannische Politik der chinesischen Regierung in Ostturkestan gibt Anlass für weltweite Protestkundgebungen. In Adıyaman und Mersin in der Türkei fanden sich am 21. Dezember Nichtregierungsorganisationen ein, um den Unmut gegen Chinas Unterdrückung mit Protest deutlich zu machen. In Jakarta erschienen erneut Indonesier vor der chinesischen Botschaft, Kirgisen sammelten sich in Kirgisien vor ihrer chinesischen Botschaft, in den USA trafen sich Protestler vor dem Weißen Haus und auch in Berlin fand man sich vor der chinesischen Botschaft ein, um gegen die menschenverachtenden Maßnahmen des Staates zu demonstrieren. In Bursa wurde ein Totengebet für die Opfer der chinesischen Vernichtungsmaschinerie verrichtet. Nach dem Freitagsgebet fanden sich zahlreiche Bürger zu dem gemeinsamen Gebet ein. Wie Seyit Tümtürk, Präsident des Osttürkischen Kultur- und Dialogvereins, betonte, ist China bereits seit 68 Jahren Besatzer Ostturkestans und betreibt systematische Assimilationspolitik. Besonders seit 2017 tyrannisiert die Kommunistische Partei Chinas die Minderheit der Uiguren, wie die Welt es noch nicht gesehen hat, so Tümtürk. Aus Vorwürfen des Justizministeriums der Vereinigten Staaten geht hervor, dass China Hacker unterstützte, um an Daten von amerikanischen Firmen und Einrichtungen zu gelangen. Der Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsnationen vertieft sich weiterhin. Die Vereinigten Staaten beschuldigten zuvor den Konzern Huawei für die chinesische Regierung Spionage zu betreiben. Nun folgt die Anschuldigung, der chinesische Staat unterstützte direkt Hacker, welche die USA attackieren. China weist die Vorwürfe von sich. Der Verteidigungsminister der USA Jim Mattis verkündete seinen Rücktritt Ende Februar. Möglicher Anlass dafür könnte Trumps Beschluss sein, sich aus Syrien zurückzuziehen. Dies bestätigte auch der stellvertretende Außenminister Russlands Bogdanov, der meint, die Entscheidung des Rücktritts habe mit der Entscheidung Washingtons zu tun, sich aus Syrien zurückzuziehen. Mit der Absicht, den Krieg im Jemen zu beenden, schaltete sich der Weltsicherheitsrat ein, der nun entschied, eine internationale Kommission zu gründen. Die Kommission wird in den Jemen entsendet, um den Waffenstillstand von Hodeidah zu überwachen.